Vor etwa 3 Wochen ist der Buckelwal das erste Mal vor der Küste in Norddeutschland gestrandet. Seitdem kämpft er um sein Leben. Aber warum strandet so ein Wal überhaupt? Das erfährst du jetzt in deinen SRF Kids News. Schön bist du dabei. Zum Thema Wal habe ich auch gerade eine Quizfrage an dich. Das ist eine Schwanzflosse eines Buckelwal. Und ich möchte von dir wissen, wie sagt man dieser Schwanzflosse auch noch? Ist es A. Flügel oder B. Fluke? Die Antwort die finden wir zusammen in dieser Sendung heraus. Vielleicht hast du ihn irgendwo schon auf Bildern gesehen. Der Wal Timmy, der in Deutschland in der Ostsee gestrandet ist. Der Buckelwal ist über 12 Meter lang und hat sich in den letzten Wochen immer wieder selber oder dank der Hilfe von Menschen befreien. Jetzt steckt der Timmy aber seit mehreren Tagen wieder fest und es geht ihm immer schlechter. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass der Timmy nicht überlebt. Sie sorgen darum dafür, dass der Wal jetzt seine Ruhe hat. Leider passiert es immer wieder, dass Wal strandet. Wir fragen eine Walforscherin, warum das passiert und wie wir dem Wal helfen können. Vorher aber noch wichtig, du siehst jetzt gerade unter anderem Bilder von toten Walen. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, dann schau den Beitrag mit jemandem zusammen, wo du darüber reden kannst. Man kann davon ausgehen, dass Wale schon immer mal gestrandet sind, versehentlich. Weshalb Timmy gestrandet ist, können wir natürlich nicht so genau sagen. Der wohnt nicht in der Ostsee und der hat wahrscheinlich einfach die falsche Abzweigung genommen. Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb Wale stranden. Das kann oftmals damit zusammenhängen, dass sie schlicht die Orientierung verloren haben. Für die Wale ist das Gehör so wichtig wie für uns die Augen. Die orientieren sich also hauptsächlich übers Gehör. Wenn die im Wasser sind und da ist viel Lärm, zum Beispiel von Schiffen, dann verlieren sie einfach die Orientierung und schwimmen in die falsche Richtung und stranden unter Umständen. Wenn ein Wal strandet, dann ist er meistens auch schon geschwächt. Dann kann er nicht mehr so einfach wegschwimmen. Man muss sich das so vorstellen, wenn er im Wasser ist, ist man ja wie schwerelos. Dann spürt man sein eigenes Gewicht viel weniger. In dem Moment, wo man aus dem Wasser raus ist, dann drückt das alles zusammen und dann erdrückt der Wal sich mit seinem Körpergewicht praktisch selber. Dann kann er nicht mehr atmen, dann kriegt er keine Luft mehr und dann stirbt er. Ob man einem gestrandeten Wal helfen kann, hängt sehr davon ab, wie groß der Wal ist. Bei kleineren Walen kann man öfter mal helfen, indem man zum Beispiel nasse Tücher über das Tier legt, damit es auch vor der Sonne geschützt wird und ihnen dann eine Rinne gräbt im Sand, durch die sie dann wieder ins Meer schwimmen können. Große Wale, da ist es anders, da ist es sehr schwer, denen zu helfen. Aber zum Glück stranden große Wale auch nicht so häufig. Was wir machen können als Menschen, um die Wale zu schützen, ist einfach aufzupassen, dass die Meere besser geschützt sind, dass da nicht so viel Abfall in die Meere kommt, zum Beispiel Plastiktüten, und dass auch nicht so viel Verkehr auf dem Meer unterwegs ist. Also brauchen wir wirklich jedes neue T-Shirt, brauchen wir wirklich jedes Spielzeug, weil die allermeisten dieser Sachen werden über die Meere auf großen Schiffen transportiert. Die Situation von Timmy kann traurig machen. Wenn du deine Gedanken dazu teilen willst, dann kannst du das immer bei uns im Treff auf srfkids.ch. Der Buckelwal, der ist ganz ein spannendes Tier. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Buckelwale miteinander singen? Das ist ein Buckelwal. Er ist wie alle anderen Wale ein Säugetier. Das heißt, die Muttertiere füttern ihre Jungen mit Milch. Buckelwale werden etwa 15 Meter lang und bis zu 30 Tonnen schwer. Das ist fast so viel wie 2 Stadtbusse zusammen wiegen. Du kannst einen Buckelwal an seinen langen Brustflossen erkennen, den sogenannten Flippern. Diese sind bis zu 5 Meter lang. Zudem hat er eine große Schwanzflosse, auch Fluke genannt.
Ein Buckelwal hat am Kopf und auf seinen Flippern viele kleine Verdickungen. Das sind die sogenannten Tuberkel. Aus diesen wachsen feine Haare. Sie sind ähnlich wie die Schnurrhaare einer Katze und dienen der Sinneswahrnehmung. Buckelwale leben in allen Ozeanen der Welt. Im Sommer sind sie in den kalten Polarmeeren, weil es dort viele Fische gibt. Im Winter leben sie in tropischen und subtropischen Meeren, wie zum Beispiel vor Südamerika. Denn dort kommen ihre Jungen zur Welt. Buckelwale haben keine Zähne, sondern eine Art Sieb im Maul. Damit filtern sie Fische und kleine Krebse aus dem Meer. Und sie haben einen Trick dabei. Mit ihrer Atemluft erzeugen sie Ringe aus Luftblasen, die ihre Beute umkreisen. Daraufhin verliert die Beute die Orientierung und schwimmt nicht davon. Der Buckelwal muss nur noch sein Maul aufsperren. Lecker! Um miteinander zu kommunizieren, erzeugen Buckelwale unter Wasser Gesänge und Laute. Dadurch entsteht eine Art Satz, ähnlich wie bei der menschlichen Sprache. Mit ihrem Gesang wollen Buckelwale unter anderem Weibchen anlocken oder ihr Revier verteidigen. Die Tiere lernen auch Lieder voneinander. Ihr Gesang ist dabei so laut, dass er kilometerweit zu hören ist. Ebenfalls weit zu hören ist es, wenn ein Buckelwal aus dem Wasser springt und sich mit einem gewaltigen Platsch wieder ins Meer fallen lässt. Auch das macht er unter anderem, um sich mit anderen Buckelwalen zu verständigen. Und wenn Buckelwale wieder ins Wasser abtauchen, machen sie wirklich einen Buckel. Habe nicht übertrieben, oder? Faszinierende Tiere. Und du weisst jetzt Bescheid. Ich wollte ja von dir wissen, wie sagt man der Schwanzflosse vom Buckelwal auch noch? Und richtig ist B. Fluke. Jetzt noch zu etwas anderem. Gleich kommen wir wieder in die Body. Die einen machen jetzt dann ja auch schon auf. Mir ist das Wasser also jetzt definitiv noch zu kalt. Dir vielleicht auch. Darum lieber einen Film schauen über eine Body. «Plitsch-Platsch Forever», so heisst der neue Kinofilm, wo es um die 11-jährige Pola geht. Sie probiert, ihre Lieblingsbody und eine Freundschaft zu retten. Wie es bei so einem Filmdreh läuft, das sehen wir jetzt. Poli, Rennen ist verboten. Verletzungsgefahr. Verletzungsgefahr. Alva und Nea spielen beide zum ersten Mal in einem Kinofilm mit. Dass sie für die Dreharbeiten fast die ganze Sommerferien opfern mussten, macht ihnen gar nichts aus. Es macht so Spass, dann ist es gar nicht richtig opfern, finde ich. Nein, also ich finde auch, Ferien haben ja nicht nur die Sommerferien, sondern immer wieder. Aber diese Chance haben wir ja nicht immer. Deswegen finde ich es mega cool. Und nach Spass sieht es an diesem Filmset auch aus. Ein bisschen etwas nervt sie dann aber doch. Gerade am Filmen und so ist es einfach anstrengend, zu viel warten. Weil es gehört, wenn man viel macht, gehört es auch dazu, dass man viel wartet. Und das ist manchmal auch ziemlich anstrengend. Ich finde auch, das Warten ist manchmal recht doof, aber ich glaube, es ist gar nicht viel anstrengend. Es ist recht lässig. Das. Ja, wirklich. Regie geführt hat Natascha Beller. Für sie ist es nicht der erste Kinderfilm. Trotzdem gibt es ein paar Unterschiede, die sie beachten muss, wenn sie mit Kind und nicht mit Erwachsenen dreht. Kinder haben kürzere Drehstunden und wir haben kürzere Drehwochen. Das heisst, wir haben alles viel besser und akribischer vorbereiten. Dann haben wir extra Setregeln aufgestellt, zum Beispiel, dass wir nicht fluchen dürfen. Die Kleine hat mir schon vorgeworfen, dass ich am meisten fluche und was ich alles schon gesagt habe. Wir sammeln Unterschriften für das Blitzplatz. Wir kaufen nichts. Ja, ich hätte ja gerne eine Skihalle. Eine Skihalle. Könnten wir bitte aus der Sauna gehen? Wir geben doch jetzt nicht auf. Wir kämpfen mit den Werkzeugen der Demokratie. Am besten gefällt mir an meiner Rolle, dass Pola so ein mutiges Mädchen ist und immer wieder neue und lustige Ideen hat. Ich schwöre, ich mache alles, damit das Blitzplatz wieder aufgeht. Dann können wir wieder zurückkommen. Ich weiss auch schon, wer mir dabei hilft. Das schlauste Mädchen von ganz Rotwil. Pola? Die Rosalie ist die Freundin von der Pola. Sie ist ein mega schlaues Mädchen und hat am Schluss die blendende Idee, aus der Badi Blitzplatz ein Ökobad zu machen. Wir haben genau 1013 Unterschriften gesammelt. Und ist unser Magazin weg? Zu viel wollen wir natürlich noch nicht verraten, aber es wird sicher sehr spannend, Badiwetter und so im Sommer. Und ich habe das Gefühl, es könnte ein sehr guter Film werden.
Da kannst du dich noch ein bisschen mehr auf die Bodysaison lustig machen, wenn du ins Kino gehst. «Plitsch-Platsch Forever» gibt es ab jetzt dort zum Schauen. Und uns siehst du, wenn du willst, in einer Woche wieder. Dann gibt es die nächsten SRF Kids News. Mach's gut und bis gleich.